Jascha hat eigentlich schon viel gesagt, was Freundschaft beinhaltet. Wir haben ja unsere Beziehungskiste, wo wir über verschiedene Schaften miteinander nachdenken. Heute eben Freundschaft. Was bedeutet es dir, Freund zu haben? Was bedeutet es dir, Freund oder Freundin zu sein? Zwei zentrale Fragen, die unsere zwischenmenschliche Beziehung wesentlich beeinflussen. Und wenn wir in die Schrift schauen, bereits in der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang, sagt Gott im 1. Mose 2,18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wenn wir dann weiterlesen in der Schöpfungsgeschichte, dann sehen wir, Gott hat Tiere geschaffen, hat sie am Mensch zur Seite gestellt und hat ihm gesagt, er soll dem Tier Namen geben. Mit dem, dass der Mensch dem Tier Namen gegeben hat, hat er auch eine gewisse das mit einer gewissen Charaktereigenschaft von den Tieren verbunden. Und trotzdem hat er gemerkt, dass die Tiere eben nicht eine echte Hilfe, ein echtes menschliches Gegenüber sind. Und dann heißt es, da machte Gott die Frau und stellte sie neben den Menschen. Und dieser rief aus, endlich Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Endlich eine Hilfe, die zu mir passt. Wir haben hier die erste Beziehung zwischen Mann und Frau, wo Gott ganz bewusst ins Leben gerufen hat. Ins Leben gerufen hat zur gegenseitigen Hilfe und Ergänzung. Beide sind geschaffen nach dem Ebenbild von Gott mit schöpferischen Fähigkeiten. Und Frau und Mann haben eine hohe Würde von Gott selber verliehen bekommen. Beziehungen zwischen Menschen beschränken sich aber nicht auf Frau und Mann in der Ehe, sondern Beziehungen sollen und dürfen auch zwischen Männern und Frauen gelebt werden. Auch Freundschaften zwischen nicht gleichgeschlechtlichen Menschen sind möglich, sollen gelebt werden, aber mit den notwendigen Grenzen, weil die Sexualität so eine Freundschaft auch gefährden kann. Weil wir Menschen als Ebenbild von Gott geschaffen sind, sind wir geistige Wesen und sind fähig, zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen. Und weil uns eben Gott geschaffen hat, als sein Ebenbild, ist auch eine Beziehung zu Gott möglich. Gott selber hat die Türen durch Jesus Christus aufgetan. So haben wir also auf der einen Seite die Möglichkeit, wir Menschen untereinander Beziehungen zu pflegen und auf der anderen Seite Beziehung mit unserem Schöpfer. Ich möchte zuerst bei uns Menschen bleiben und zur Anfangsfrage zurückzukommen. Was bedeutet uns Freundschaft? Was ist Freundschaft? Der Jascha hat eben schon einige Begriffe uns gezeigt. Wenn wir auf Beziehungskisten schauen, dann sehen wir Freundschaften, Partnerschaft,
Gemeinschaft und Thema Sexualität. So als 4 Hauptbegriffe, die wir rausgenommen haben. Eins ist allen gemeinsam. Es beinhaltet einen gewissen Begriff, Schaffen. Sexualität sehen wir das nicht unbedingt, aber auch dort, in allen Bereichen ist eine gegenseitige Aktivität nötig. Wenn wir Beziehungen wollen, dann müssen wir daran arbeiten. Und so ist es auch bei Freundschaften. Die geht ist nicht einfach so in Schoss. Freundschaft, die trägt, die durchhebt, muss wachsen. Sie muss wachsen aus einem gegenseitigen Vertrauen von 2 oder von mehreren Menschen untereinander. Freundschaft ist Beziehung, die gelebt werden will. Es geht darum, dass wir füreinander da sind, dass wir Anteil aneinander nehmen, dass wir einander verstehen. Es gibt so die Aussage, echte Freunde gehen miteinander durch dick und dünn. Was denkst du, genügt's, dass wir einfach miteinander durch dick und dünn gehen? Was ist es denn, wo eine Freundschaft wirklich zusammenhebt? Wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau, wo ja selber auch eine Freundschaft sein sollte, ist getragen von gegenseitiger Liebe, wo der Boden von einer echten Freundschaft ist. Es ist selbstverständlich eine andere Liebe als zwischen Mann und Frau, aber eine Freundesliebe, die für den anderen da ist, wo gelebt wird, wo gelebt werden soll. Im Alten Testament finden wir die Geschichte von David und von Jonathan. Also ich habe aufgeschrieben auf dem Sonntagszettel 1. Samuel, Kapitel 18, folgende. Ich denke, eine schöne Geschichte, um mal selber nachzulesen. Der David und der Jonathan, die haben einander gern gehabt, haben einander geliebt, wie sich nur echte Freunde können lieben. Sie sind füreinander da gewesen. Sie haben sogar mal lesen, das Leben, sie sind bereit gewesen, das eigene Leben für den anderen zu geben. Und haben ihre Freundschaft mit einem Bund besiegelt. Jesus selber sagt im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 13, größere Liebe kann niemand haben als die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt. Ich komme auf die Aussage von Jesus später nochmal darauf zurück. Ich denke, wir alle brauchen Freunde. Und zuerst die kleinen Freundschaften, die können schon angehen, wenn wir klein sind, noch im Kinski. Und je nach Entwicklung oder Neigung von den Kind wird das im Laufe der Primarschule ein wichtiges Entwicklungsumfeld. In dem Alter ist es aber oft auch noch so, dass sogenannte Freundschaften, die kommen und gehen. Das ist aber auch ganz normal und gehört zur Entwicklung dazu. In der Pubertät, da werden dann Freundinnen und Freunde immer wichtiger und sind nicht zu unterschätzen in dieser Entwicklungsphase von Jugendlichen. Und es ist schön, wenn sich derartige Beziehungen auch weiterentwickeln. Aber Freundschaften, die über Jahrzehnte heben und auf die Jugend zurückgehen, sind doch eher selten.
Und mit dem Erwachsenenwerden ist es auch ganz natürlich, dass wir verschiedene Freundesbeziehungen haben. Die einen unter uns sind kontaktfreudiger, die können schneller Freundschaften knüpfen, andere brauchen ein bisschen länger, bis sie sich in eine freundschaftliche Beziehung hineingeben können. Ich möchte euch einfach ermutigen, Freundschaften zu suchen, bestehende Freundschaften zu pflegen. Sie können eng sein oder auch eher locker. Das heisst nicht, dass eine eher lockere Freundschaft wegen dem weniger echt ist. Freundschaften, Beziehungen zueinander müssen dort gelebt werden, wo sie verbindet und wo sie einander tragen. Und sie werden getragen von gemeinsamen Interessen und Neigungen. Sie entstehen, wenn wir aneinander Anteil nehmen und bereit sind, uns in eine Beziehung hineinzugeben, ohne zu viel zu erwarten. Die dabei waren am ersten Teil von dieser Predigtreihe, hat der Andi die Kiste, wo heute Freundschaft draufsteht, Wünsche haben wir drauf gehabt. Und Wünsche werden oft auch zu Erwartungen. Und das hat Andi auch sehr gut aufgezeigt. Und wenn Erwartungen zu hoch sind, dann werden wir auch enttäuscht. Und das ist auch in Freundschaften kann das so sein. Darum, wenn ich nicht zu viel erwarte und bereit bin, zu gehen ohne grosse Erwartung, dann gibt das einen guten, einen gesunden Boden. Echte Freundschaft ist ein tiefes Vertrauensverhältnis, wo ich über alles mit dem anderen reden kann. Wo man miteinander Freude und Leid teilt. Wo man, die Ascha hat gesagt, wo man Spass haben miteinander. Wo man lachen können. Wo man Rost stellen können. Miteinander etwas Gutes essen. Ein Glas Wein trinken. Die, die mich kennen, das ist klar, gehört dazu. Eine Freundin, ein Freund, der sollte manchmal, ja, ich glaube, er muss sogar manchmal in unser Leben hineinreden dürfen. Wir müssen gegenseitig bereit sein, Korrektur anzunehmen. Schwierigkeiten miteinander durchzuheben. Vielleicht sogar Verletzungen zuzulassen. Damit Veränderung, damit Heilung möglich ist. Neue Freunde werden nicht gewonnen, wenn ich mich aufdränge, sondern wenn man spürt, was der andere braucht und was ich für ihn tun könnte. Gerade so, wie es Jesus auch gemacht hat. Er hat Menschen oft gefragt, was willst du, dass ich dir tue? Und hat sich dann für die Menschen investiert. Gemeinsame Freundschaften werden getragen von gegenseitigem Nehmen und Gehen. Und wie es auch in einer Ehe ist, ein Teil gibt meistens immer ein bisschen mehr. Und wenn es vielleicht gerade auch noch 51% sind. Ich bin überzeugt, dass gute Freundschaften, die von gegenseitiger Anteilnahme und Wertschätzung Treue geprägt sind, dass die durchheben. Dass die durchheben bis ans Ende. Das Ende muss nicht zwingend mit eurem Lebensende zu tun haben, sondern das kann ein Lebensabschnitt sein, wo sich Weg
auch trennen. Wo Menschen aus verschiedenen Gründen die bisherige Freundesbeziehung nicht mehr so leben können oder wollen. Auch das gehört dazu. Menschen nicht an uns zu binden. Denn Freundschaft setzt Freiheit gegenüber dem anderen voraus. Der andere seinen Weg geht zu lassen. Ich selber habe noch Jugendfreunde. Wir sehen uns zwar selten, aber wenn wir uns sehen, ist es einfach gut. Die Vertrauensbasis ist da und wir können miteinander austauschen, Zeit geniessen und Spass haben. Mein bester Jugendfreund, einige von euch kennen den, als ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, ist unsere Freundschaft fast zerbrochen. Und ich durfte erleben, dass er zum Glauben gekommen ist und wir haben viele Jahre, auch hier in der Kirche Bild, sind wir gemeinsam unterwegs gewesen, als Freunde, aber als Brüder in Jesus. Und irgendwann ist die Freundschaft auseinandergegangen, wenn wir den Glauben anders verstanden gelebt haben. Theologisch Unterschied, das hat sehr wehgetan. Es hat auch meiner Frau, der Lucia, sehr wehgetan, weil er gleichzeitig auch ihrem besten Freund war. Aber das gehört zum Leben. Ich musste loslassen. Er ist immer noch mein Freund, aber einfach auf einer ganz anderen Basis. Freunde loszulassen, gibt auf der anderen Seite auch wieder schafft Freiraum für Neues. Und wenn ich zurückschaue, auch in meiner ehemaligen Aufgabe als Gemeindeleiter, durfte ich mit verschiedenen Pastoren, mit allen eine gute Freundesbeziehung haben. Auch heute noch, auch mit dem Andi, mit beiden Ralfs und mit weiteren Personen. Nicht alle freundschaftlichen Beziehungen sind gleich, sie sind unterschiedlich, aber sie sind wegen dem nicht weniger wertvoll. Eins ist echte Freundschaften gemeinsam. Sie heben nur durch, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Wenn sie getragen ist von gegenseitiger Liebe. Die Basis von einer tiefen Freundesliebe, bin ich überzeugt, gründet sich schlussendlich in der Liebe von Jesus Christus. Das kann sogar einseitig sein. Das heisst, dass nur ein Teil an Jesus glaubt. Die Liebe von Gott gilt aber auch am anderen bedingungslos bis zum letzten Atemzug. Die Frage ist, ob du, wenn du gläubig bist, ob du glaubst, ob du hoffst, ob du darum ringst und kämpfst, ob du dafür bettest, dass dein Freund, deine Freundin zum Glauben kommt. In der Bibel heißt es, nach eurem Glauben wird es geschehen. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr derartige Freunde, Freundinnen habt, hoffentlich habt ihr es. Bleibt dran, glaubt, hofft, kämpft und liegt Gott in den Ohren. Und irgendwann wird Gottes Kairos da sein und es wird passieren, dass sie zum Glauben kommen.
Ich möchte heute Morgen aber nicht noch Lobeshymnen über Freundschaften singen. Es tut uns gut, wenn wir Freunde haben, wo wir uns darauf verlassen können, mit denen wir Leben teilen können. Aber wir sind Menschen. Und vergessen wir bei allen Freundesliebe nicht, dass wir eben fehlerhaft sind. Menschen können verletzen, auch du und ich. Wir können enttäuschen, vielleicht sogar erniedrigen, so dass Freundschaften in Brüche gehen können. Und wir auch schuldig werden dabei. Dann ist es wichtig, dass wir aufeinander zugehen können, dass wir einander vergeben können und dass wir eben den anderen loslassen können und ihn segnen und kein Groll in unserem Herz mittragen. Und weil wir eben Menschen sind und fehlerhaft, bin ich so dankbar, dass über dem allem einer steht, wo dein und mein bester Freund will sein. Es ist Jesus Christus selber, der sein Leben für uns hingegeben hat. Ich komme zurück zu dieser Aussage im Johannesevangelium. Größere Liebe kann niemand haben als die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Jesus selber hat uns als seine Freunde bezeichnet. Seine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Was sagt denn Jesus? Er will uns reinnehmen in die Gottesbeziehung, die ich am Anfang erwähnt habe. In die Gottesbeziehung, weil wir Gott ähnlich gemacht sind. Jesus wünscht sich, dass jedes von uns ganz persönlich seine Sündenvergebung annimmt. Dass wir ihm unser Leben mit Hut und Haar anvertrauen. Und dann heisst es in dem Text, und er hat uns beauftragt, geht hin, um Frucht zu bringen. Mit anderen Worten, ganz praktisch im Alltag, die Liebe von Gott mit seiner Hilfe zu leben und Jesus zu bezeugen. In dem, dass wir einfach nicht, weil wir besser sind, aber einen Unterschied machen, weil wir uns geliebt wissen von Gott. Jesus möchte nicht nur dein Herr und Gott sein, sondern dein bester Freund. Der dich versteht. Der weiss, was du brauchst. Der dich bedingungslos liebt. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass die Liebe vom himmlischen Vater, in dem, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, sie ist jeden Augenblick da. Und nichts, aber auch gar nichts, kann dich von dieser Liebe trennen. Ausser du selber. Ich möchte euch die Liebe von Gott noch an einem Beispiel, einer Begebenheit aufzeigen. Die meisten von uns kennen die Stelle, wo Judas Jesus im Garten Gethsemane verraten hat. Im Matthäus-Evangelium lesen wir Kapitel 26, Vers 49 bis 50. Er, Judas,
trat sogleich auf Jesus zu mit den Worten: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sagte zu ihm: Freund, dazu bist du hergekommen? Der Judas war nicht einfach irgendein. Er war einer von diesen 12. Ein Jünger Jesu. Aus einem ganz eng vertrauten Kreis. Ein Mann, der aus nächster Nähe Jesus kennengelernt hat. Seine Güte, seine Barmherzigkeit und Liebe, seine Kraft, Wundertaten hat er miterlebt. Alles ganz nah, persönlich, unauslöschbar. Und trotzdem verortet er ihn. Und wie reagiert Jesus in dieser Situation? Selbst in dem Augenblick vom Verrat, in dem Moment, wo der Judas mit dem verräterischen Kuss sich definitiv lossagt von Jesus, sagt er ihm: Mein Freund, dazu bist du gekommen. Er nennt ihn nicht Verräter. Er nennt ihn immer noch Freund. Das sind keine leeren Worte. Jesus hat nicht aufgehört, den Judas zu lieben. Seine unendliche Barmherzigkeit und Liebe möchte er ihm trotz dem Verrat weitergeben. Seine Vergebung für den Judas ist nach wie vor vorhanden. Aber wie tragisch ist es? Der Judas ist nicht mehr imstande, umzukehren. Er ist nicht mehr imstande, sein Herz dieser göttlichen Liebe nochmal neu zu öffnen. Nein, er hat sich an die Welt und an Satan verkauft. Sein Leben hat tragisch geendet. Er hat nichts mehr von Gott wissen. Die hohen Priester und Schriftgelehrten haben mit dieser ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Sie haben ihn fallen lassen. Und der Judas hat sich an einem Baum erhängt. Eine tragische Geschichte. Ist es aber nicht auch so zwischen der Welt und Gott? Zwischen dem Mensch und Gott? Jesus hört nicht auf, uns zu lieben. Selbst wenn wir jahrelang nichts von ihm wissen wollten. Wenn wir ihn womöglich verraten haben. Wenn wir nicht zu ihm gestanden sind. Wenn wir immer wieder schuldig werden. An Menschen und vor Gott. Seine Liebe gilt trotzdem bis zum letzten Augenblick, bis zum letzten Atemzug vom Menschen. Jesus hat die Herrlichkeit, die er hatte beim himmlischen Vater, hat er verloren. Ist auf die Welt gekommen, ist Mensch geworden, ganz wie du und ich. Er kennt die Versuchungen von dieser Welt, die Schwierigkeiten nicht. Und trotz aller Versuchungen ist er ohne Sünde gewesen. Er hat deine und meine Schuld, die ganze Sündenlast von der ganzen Welt, hat er am Kreuz auf Golgatha auf sich genommen. Auf sich genommen, weil er dich, weil er mich
weil er uns alle liebt. Weil er dein Herr und Gott, dein bester Freund möchte sein. In meinem Leben sind es in der Zwischenzeit bereits über 30 Jahre, dass ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Es ist heute noch der wichtigste Schritt, der wichtigste Entscheid, den ich je gemacht habe in meinem Leben. Und ich darf auch bezeugen, dass Jesus mein bester Freund geworden ist. Und zwar nicht nur dann, wenn es mir vielleicht mal nicht gut geht, wenn ich seine Hilfe gebraucht hätte. Auch dann, wenn es mir gut geht, wenn ich fröhlich bin. Dann darf ich dankbar sein und wissen, Jesus ist da. Und dann, wenn ich Hilfe gebraucht habe, ob das privat war, beruflich, ob das auch da vielleicht in der Gemeinde war oder in meiner Aufgabe als Gemeindeleiter, kann ich immer wieder dürfen erleben, wie Jesus hilft. Wie er Weisheit gibt, Lösungen zu finden, wie er auch Gelassenheit gibt, Vertrauen. Oder ganz persönlich, wenn ich Konflikt hatte mit meiner Frau, wenn wir mal Lampen haben, da gibt es auch. Wenn ich dann gemerkt habe, wenn ich mich um mich selber drehe, bis ich endlich bei Jesus anklopfen bin. Und ich glaube, Jesus hat uns ganz bewusst gesagt, dass er unser Freund ist. Gott ist heilig. Auch Jesus ist heilig. Und da besteht auch eine gewisse Ehrfurcht. Und die soll bestehen. Aber zu einem Freund, da kann ich kommen, also einfach ganz wie ich bin. Wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich kann ihm einfach mein Herz ausschütten, was mich bewegt. Und Jesus versteht dich, wenn du so zu ihm kommst. Ohne Wenn und Aber. Und so habe ich manchmal auch erlebt, wo ich gemerkt habe, dass mir Jesus sagt, Röbi, nimm dich nicht so wichtig. Du bist gut, so wie du bist. Du bist geliebt von mir. Gang und gib dir Liebe weiter. Und so jetzt bezogen auf unsere Ehe habe ich, oder wir beide haben mal dürfen erleben, wie Versöhnung möglich ist, wie Frieden, neue Liebe Gott schenkt. Das ist Jesus. Er lädt uns ein, ihm ganz zu vertrauen, ihm unser Leben zu geben. Er möchte dein Freund sein. Bei ihm ist Vergebung, Umkehr, ein Neuanfang immer möglich. Eine Freundschaft, die nie vergeht und wo seine Vollendung einmal in der Herrlichkeit bei Jesus haben wird. Wir haben hier Beziehungsbox, Freundschaft. Wo hat die Gott heute Morgen angesprochen? Vielleicht ist es Zeit, deinem Freund, deiner Freundin oder verschiedenen Freunden mal Danke zu sagen, dass wir einander haben dürfen. Vielleicht ist es auch dran,
etwas zu bereinigen in einer Freundschaft, Vergebung auszusprechen. Vielleicht sehnst du dich nach einem Freund, nach einer Freundin. Und mit dem allem kannst du symbolisch zum Kreuz kommen, das Jesus bringen. Du kannst das gedanklich am Platz machen. Du kannst auch früher zum Kreuz kommen. Vielleicht hast du aber auch gemerkt heute Morgen, ja, Jesus, ich möchte, dass du mein bester Freund wirst. Auch wenn ich es noch nicht ganz verstanden und gecheckt habe. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte deine Vergebung in Anspruch nehmen. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er liebt dich bedingungslos. Er möchte dein Freund sein. Amen.